Der ZT Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Heute reden wir über ein Lieblingsthema von mir und ich glaube, Ihnen geht es ganz ähnlich. Herzlich willkommen zu dem ZT Talk. Heute reden wir über das Essen. Ganz konkret das richtig gute Auswärtsessen. Und zwar machen wir das mit einem Kochchef, der die Woche mit 15 Go-Mio-Punkten ausgezeichnet worden ist. Er ist der Chef im wunderschönen Lohhof zu Oftringen, wo wir heute zu Gast sein dürfen. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Daniel Pitte. Grüezi, Herr Pfister. Sie haben die Woche erfahren, Herr Pitte, dass Sie 15 Go-Mio-Punkte bekommen. Sind da gerade Champagnerkorken da drinnen geflogen? Ja, leider haben wir die Zeit im Moment nicht, weil wir sind so im Endspurt von unserem Geschäft, jetzt auch mit den Weihnachtsgeschäften und der Anlässe, dass wir eigentlich nicht gross im Moment dazugekommen sind zum Feiern. Aber wir werden das sicher noch im geeigneten Rahmen nachholen. Und aber Sie haben sich gefreut. Natürlich, wir haben uns im Team besprochen. Das Team ist klein geworden. Wir sind noch 3 Leute von den ganzen, die mal waren. Aber natürlich im Team hat man sich sehr gefreut. Und ja, man hat natürlich lange auf das geschafft. Ja. Wenn wir zuerst noch ein bisschen zurückschauen, bevor wir über die 15 Punkte und über das Kochen und so reden. Sie haben hier im Lohhof angefangen, eigentlich pünktlich quasi zur Pandemie, pünktlich zum Lockdown. Der dümmste mögliche Zeitpunkt eigentlich. Das ist so, das ist absolut so. Das haben wir leider nicht vorhergesehen. Niemand von uns hat das vorhergesehen. Das hat man auch nicht voraus planen. Und wie Sie sagen, wir haben im dümmsten Moment angefangen. Wir haben einen Monat offen gehabt und dann ist der Lockdown eingetroffen. Und das hat uns schon sehr, sehr durchgeschüttelt und auch an die Existenz gepackt und ein paar schlaflose Nächte gehabt, muss ich sagen, ja. Trotzdem haben Sie in dieser Zeit die ersten 14 Punkte hier erkocht. Also trotzdem sehr erfolgreich gewesen in dieser Zeit. Das ist so. Wir haben uns am Anfang mit dem Team zusammen, oder ich habe mich mit dem Team zusammengesetzt, weil am Anfang bin ich alleine in der Küche mit einem Hilfskoch zusammen und das ist einfach nicht mehr gegangen. Schlicht einfach auch wegen der Warenkosten nach dem Corona. Wir haben das Ganze müssen straffen, wir müssen umdenken, wir müssen Anpassungen vornehmen und aufgrund von dem haben wir eigentlich im Team, wo dann neuer Zuwachs dazugekommen ist, mein Küchenchef, der jetzt da ist, und haben uns dann eigentlich dazu entschieden, dass wir eigentlich voll auf die Gourmetmaschine setzen wollen. Natürlich haben wir noch den Saal und die Tavolata dazu genommen, wo wir gleich ein bisschen wirtschaftlich und ein bisschen bürgerlich können essen. Aber wir wollten eigentlich am Gast zeigen, dass es etwas anderes noch gibt, als sich einfach nur ernähren. Weil in der heutigen Zeit, wo am Mittag alle auswärts gehen essen und sehr schnell muss gehen, man tut sich sehr ausgewogen oder ungewogen tut man sich ernähren, ist für uns eigentlich die Geschichte schon gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen dem Gast zum einen da oben zeigen, dass es noch anders gibt und zum anderen verschnitten. Also eine Art, dass Sie jetzt erst recht. Genau, und zum anderen, wir haben mit dem Standort, den wir da oben hatten, Sie haben es heute gesehen, man ist abseits vom Schuss. Wir haben natürlich uns auch gesagt, für Schnitzel Pommes fährt niemand rauf, weil das haben wir überall an jedem Ecke. Und wir müssen ein Konzept fahren, das den Gast da rauflockt. Jetzt haben Sie 15 Punkte bekommen, 14, jetzt 14, jetzt 15. Jetzt gehen Sie wieder Ende Jahr. Ja, es kommt immer anders, als man denkt. Wir haben den nicht einfachen Entscheid haben wir zusammen im Team gefällt. Wir sind zusammengehockt im Team, im Gremium. Ich habe den Entscheid nicht selber gefällt, weil das ist für mich ganz ein wichtiger Entscheid. Den kann man nicht alleine entscheiden. Da hat es einen Haufen Leute, die mitentschieden haben. Zum einen das Gespräch mit dem Vermieter, zum anderen auch teamintern. Hey, was macht ihr? Was habt ihr Lust? Was wollt ihr noch? Mein Küchenchef, der wichtigste Mann, ist erst gerade Vater geworden. Er möchte seine Zeit jetzt auch noch ein bisschen mehr daheim verbringen. Die Work-Life-Balance ein bisschen ausbalanciert haben. Nicht mehr 24 Stunden Gastronomie, übertrieben gesagt. Und dort war einfach der Zeitpunkt gewesen, dass wir alle zusammen an den Tisch gehockt sind und einfach den Entscheid gefällt haben. Und was machen Sie als nächstes? Da verrate ich Ihnen nicht so viel. Sicher ist etwas ganz anderes.
Zum einen als Standbein fix, aber wenn wir zusammen mit dem Küchenchef, also will ich wieder etwas machen, weil wir wollen sicher auf dem Niveau weitermachen, eventuell sogar die Sterne angreifen. Was passiert denn jetzt mit diesen 15 Punkten, wenn Sie Ende Jahr hier aufhören? Die werden bei Null sein. Also das heisst, die verfallen wieder quasi? Die verfallen, genau. Das ist ja so, dass viele Leute meinen, der Koch oder der Küchenchef oder wer auch immer verantwortlich ist für die Punkte, dass man die mitnimmt. Das ist nicht so. Die Punkte die sind am Haus zuzusprechen und nicht am Koch selber. Es gibt ein paar Auszeichnungen, die wir in der Gastronomie haben, die am Koch selber zuzusprechen sind, betrifft aber Guemio nicht. Auf was eben, jetzt ist das erste nach dem Lockdown 14 Punkte, jetzt 15. Auf was führen Sie den Erfolg zurück? Das Wichtigste ist sicher das Team. Hart zu arbeiten, nicht aufgeben, dran zu bleiben. Jetzt im Lockdown, das hat es gezeigt, immer innovativ zu bleiben, immer zu schauen, was kann man noch neu machen, wo kann man noch ansetzen. Nie stillstehen. Stillstand ist Rückstand. Das muss man sicher im Fokus behalten. Und einfach hart arbeiten. Das ist halt in der Gastronomie einfach so. Was ist es so? Was sind so Grundlagen von Ihrer Philosophie, wo Sie sagen, da weiche ich nie ab? Das ist so mein Wesenskern von meiner Kochküche. Sicher den nötigen Biss zu haben. Wer Erfolg will haben in der Gastronomie, der muss Biss haben, der muss dranbleiben. Der Erfolg kommt nicht von heute auf morgen. Wir haben auch knapp ein Jahr, 1,5 gebraucht, bis wir auf dem Weg sind, wo wir jetzt sind, bis die ersten Auszeichnungen gekommen sind. Wir haben einen weiten Weg gemacht, wir haben viel Schweiß vergossen, wir haben viel Arbeit gebraucht für das. Und eben da ist halt einfach das strenge, konstante, das Biss nicht aufzugeben, das ist schon wichtig. Was würde Daniel bitte nie machen, auch wenn würde ich nach Guemio-Punkte winken dafür? Systemgastronomie. Das also im gar Spital nicht oder im Spital, Altersheim, Pflegeheim, das ist nicht meine Küche. Warum? Es dunkelt mich einfach, die kochen nach Schema X und ich mag mich täuschen, aber ich habe einmal die Erfahrung gemacht, dass ich kurz in so eine Spitalküche schauen und es ist mir schon sehr lieblos vorgekommen, wie man dort kocht und das ist nicht meine Philosophie. Jetzt ständig neu anfangen, ist das nicht extrem anstrengend? Es gibt sicher einfachere Aufgaben und es gibt sicher ein easier Programm als viele, ich sage jetzt immer, neue Eröffnungen und auch immer wieder neu aufzumachen. Aber es gibt einem auch wahnsinnig viel. Also es bestätigt einem, dass man doch nicht auf dem falschen Weg ist, auch wenn man verschiedene Konzepte macht. Ja, und der Erfolg gibt einem am Ende recht, dass man doch für die harte Arbeit ausgezahlt wird. Und das ist es gibt ja jetzt aber die sagen, ja, das ist so ein bisschen eine zweischneidige Sache, oder, mit diesen Punkten und mit diesen Sternen. Einerseits gibt es ein Publikum, es gibt Publizität, also der Laden läuft, auf der anderen Seite massiver Druck. Also, ist das so? Das ist so, ja. Also ich glaube, da würde man lügen, wenn es nicht so ist. Und ich denke, es hat viele Köche, die aufhören mit dem, weil ihnen der Druck einfach zu hoch wird oder einfach auch, weil sie den Druck nicht mögen. Es ist sicher ein sehr hoher Druck, auch im Privaten. Also es leidet das ganze Privatleben auch darunter. Das muss man sich bewusst sein und das ist man sich am Anfang überhaupt nicht bewusst, was da darunter alles leidet. Es ist die Familie, es sind die Freunde, es sind die Bekannten, es sind die Hobbys. Es ist wirklich alles, was da darunter leidet und das muss man sich schon gut überlegen und da muss man wirklich bereit sein, viel zu investieren. Aber Sie sagen, wenn Sie jetzt sagen, ja, wir möchten weiter auf dem Niveau sein wollen und sich weiter in dem auch mit diesem Aspekt in Kauf nehmen für ihr weiteres Berufsleben und ihre Karriere als Koch. Ja, ganz oder gar nicht, sagt man ja schon so schön im Leben. Und man hat jetzt einfach angefangen, man hat es nochmal allen gezeigt, also vor allem auch viele Leute, die einen belächelt haben, die gesagt haben, ja, das schaffst du in deinem Alter nicht mehr, weil ich habe doch ein paar jüngere Kumpanen in der Küche. Sie sind 44, glaube ich. Ja, 46. 46, gut. Und gesundheitlich auch nicht immer auf dem Damm, aber ja, man hat jetzt halt einfach auch jüngere Leute in der Küche, die haben das unbedingt wollen, denen will man nicht im Weg stehen. Und dementsprechend hat man halt einfach Vollgas gegeben. Und weiss man wirklich nicht, wenn die Guemio-Tester auftauchen?
Das ist immer so eine Frage, es gibt sicher Leute, die man kennt unter den Branchen, unter diesen Leuten, und es gibt sicher Leute, die das wissen, aber wir haben es zu keinem Zeitpunkt gewusst und wir haben es eigentlich auch nicht wissen, weil bei uns gibt es keine VIP-Gäste, bei uns wird jeder Gast gleich behandelt, jeder Gast wird als Tester behandelt, wir gehen mit jedem Gast gleich um, also wir machen da keine Ausnahme. Also wenn ich Sie so richtig höre, so auf dem Niveau kochen ist Höllenstress auf die eine Seite, aber trotzdem haben Sie immer noch Balance. Es gibt Ihnen wirklich eine Befriedigung zurück und Sie sind überzeugt, dass es das, was Sie machen müssen und das, was Ihnen sehr viel zurückgibt. Ja, ich oder geht es manchmal nur in Höllenstress? Es hat schon auch Schattenseiten. Also gerade an Tagen, wo nicht alles gelingt und wo man vielleicht auch noch Gäste haben, wo das Konzept nicht gut heissen, dann ist es halt schon auch anstrengend und es kann dann schon sehr belastend auch sein, sage ich mal. Und man klatscht dann nicht am Abend in die Hände und sagt, das war jetzt wieder ein super Tag gewesen. Aber diese Tage gibt es auch. Und dort muss man halt als Team zusammenstehen, sich gegenseitig motivieren und sagen, hey komm, es gibt einen anderen Tag wieder und es kommt wieder ein guter Tag. Und ja, es ist... Die kommen dann natürlich auch. Natürlich, ja. Das ist, ich sage, es ist ja nicht an einem Tag, wo man alles aufbaut, sondern es ist ein stetiger Prozess. Die schwierigen Gäste, oder, stelle ich mir so ein bisschen vor. Ich nehme an, Sie machen den Teller, und dem ist alles super, es stimmt alles, Sie sind überzogen, nichts ist schief, alles perfekt. Der Gast nürzet gleich irgendwie um, findet das und jenes. Wie geht man mit dem? Wie geht man mit unfairer Kritik um? Ich kann jetzt nur für unser Team reden. Ich glaube grundsätzlich, wenn jeder Koch ehrlich ist, wurmt es jeden, wenn er seine Kreation nicht cool findet oder sagt, kann ich jetzt gar nichts anfangen damit. Weil man versucht natürlich seine ganze Leidenschaft, Kreativität und seine Passion auf den Teller zu bringen. Und wenn das der Gast oder die Person, die den Teller isst, nicht versteht, was hinter dem steckt, wurmt einem das. Und es kann auch sicher nerven. Ja, und das ist halt einfach... Da muss man runterschlucken. So das quasi. Muss man runterschlucken und macht es nicht immer einfacher. Gerade wenn man, ich selber stehe im Moment auch im Service, macht es dann nicht einfacher, wenn man das direkt vom Gast zu hören bekommt. Aber, müssen Sie sich da manchmal ein bisschen zusammennehmen, dass Sie dann nicht gerade sagen... Natürlich braucht es... Man ist nie jeden Tag gleich Sie gut sind drauf. Ein relativ impulsiver Mensch, oder? Ich nehme an. Ja, das würde ich auch so bestätigen, ja. Und so Online-Kritik, es gibt ja jetzt, das ist ja so ein neuer Trend, oder? Mit den Restaurants bewerten, finde ich auch manchmal extrem unfair, oder? Ich bin an einem Ort gesehen, essen, hervorragend und weiss, die sind wirklich gut unterwegs. Und dann lese ich irgendeine Bewertung, 1 Stern, 2 Sterne, total unfair. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, aber ich bin gleicher Meinung wie Sie, dass die Anonymität im Internet, das müsste man eigentlich abschaffen, weil wenn jeder den Namen und die Adresse müsste unten dran schreiben, wo eine 1 Stern oder eine 3 Stern Bewertung schreibt, und ich glaube, da rede ich auch für viele Kollegen, da würde man sich, glaube ich, einiges anders überlegen, anstelle von sich einfach auszutäubeln. Es ist auch sehr oft, hat man das Gefühl, man will man einfach nur schaden, oder? Also ja, natürlich. Teilweise ist es Kritik, die absolut unter die Gürtellinie geht. Teilweise ist es auch, dass man wirklich sagen kann, die Leute sind gar nie bei einem selber gewesen. Also da reden wir von Schaden zufügen, ja, das ist sicher so. Aber ich bin früher, wie Sie sagen, auch impulsiv gewesen. Ich konnte zum Teil 3 Nächte nicht mehr schlafen und hätte am liebsten, sage ich jetzt nicht was, zurückgeschrieben. Aber ja, mit den Jahren wird man ruhiger oder versucht es zumindest ruhiger zu werden. Und ja, man schluckt es dann ab und sagt dann halt einfach, komm, das ist es nicht wert. Wie verändert sich die Kundschaft, wenn man jetzt so in die Go-Mio-Sphäre sich hineinkocht? Es ist 14, 15 Punkte. Also, ja... Ändert sich jetzt über die Monate, über die Jahre etwas? Plötzlich kommen möglicherweise Leute von weit her, die man noch nie gesehen hat. Also, ja, was könntest du etwas darüber sagen? Ja, es ist natürlich so. Also, wir haben das grosse Glück, dass wir sehr viel Stammkundschaft uns erarbeitet haben. Und wir freuen uns auch, die einen oder anderen auch immer wieder zu sehen. Aber sicher kommen da immer wieder neue Leute dazu, die man noch nie gesehen hat. Und man fragt natürlich auch die Leute, wie sind sie auf uns gekommen? Sind sie aus der Gegend? Wohnen sie gerade da? Und man staunt manchmal, wie weit die Leute herkommen, aufgrund von Bewertungen oder auch Auszeichnungen. Und das stellt einem dann halt schon auch auf, dass wir hatten gestern einen Gast aus England, der am 8:45 Uhr noch ein Restaurant gesucht hat und dann gesucht hat, Gourmet-Restaurant.
Und er hat dann gesagt, er sei jetzt den ganzen Tag rumgereist und das sei sein Tageshighlight gewesen, dass er bei uns noch schnell etwas Feines essen. Und das stellt einem schon auf, ja. Mal. Geht eigentlich Daniel bitte ab und zu auch auswärts essen? Zu Kollegen? Ja, die Zeit lässt im Moment nicht sehr zu. Wie ich Ihnen am Anfang gesagt habe, ist unser Team sehr klein geworden. Durch das ist es sehr eng geworden. Und Sie haben am Abend natürlich offen. Genau, wir haben am Abend offen und da lässt es halt einfach nicht sehr viel zu. Aber was wir machen, ist, wir tun jedes Menü, das wir jeden Monat wechseln, wir im Team probieren, kochen. Jeder gibt sein Know-how dazu, jeder gibt seine Input dazu. Und so probieren wir das auch und degustieren zusammen. Und das gibt dann auch fast so wie ein Highlight und ein Essen. Und wenn Sie mal gelegen, was essen Sie denn am liebsten auswärts? Es ist schon die Gourmet-Küche, die mich immer fasziniert. Also ich habe ein paar Berufskollegen, wo ich Fan bin von ihnen, muss man so sagen. Gehe dort auch sehr gerne essen, aber leider gibt es die Zeit nicht sehr oft. Und ja, es ist, aber ich bin schon auch in der Gourmet-Küche am ehesten daheim. Wobei, ich muss sagen, die gut bürgerliche Küche, ich sage mal bös gesagt, Mami-Küche, die man eigentlich mit auf den Weg bekommt, hat halt schon auch etwas. Wenn ganz konkret, was? Ja, so einen Gratin oder ein Hörnli-Auflauf, wenn es schnell muss gehen, kann schon auch am Abend noch etwas Cooles sein. Etwas richtig Cooles sein. Genau, wenn man es mal auch ein bisschen urchig will, ja. Hätten Sie eigentlich, wenn jetzt irgendwie das mit dieser Küche vielleicht in einigen Jahren, ich weiss doch auch nicht, zu anstrengend wird, zu viel Stress, hätten Sie eigentlich einen Plan B? Nicht, wenn Sie nicht mehr kochen. Sie haben vorher gefragt, wo ich hingehe, und ich kann Ihnen sagen, der Plan B ist dort involviert. Okay. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, weil wir reden von 16, 17 Stunden Tag und das zerrt an der Gesundheit und auch an der ganzen Balance, an der Fitness. Und ja, der Plan B, der ist im Kopf und an dem arbeite ich auch. Und jetzt noch mal, welches Team kommt dort mit, wo jetzt da mit denen schon da kommt? Mein Team kommt nicht mit, nein, mein Team geht neue Wege und wir werden, also mit dem Küchenchef zusammen, dort bleiben wir sicher im Kontakt, weil dort ist noch nicht alles vorbei. Dort werden wir sicher noch etwas machen, wo man von uns hören wird. Aber alles andere stehe ich den jungen Leuten nicht im Weg. Und die sollen sich auch weiterentwickeln. Das habe ich in dem Alter auch sehr gerne gemacht. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man verschiedene Stationen in seinem Leben sieht. So, wir sind jetzt hier im Herzen vom Lohhof, im Herzen von der Küche. Und bei mir ist der Küchenchef von Daniel Pitte, der Michael Kumpusch, und der Sous-Chef, der Aubert Aurélien. Herr Kumpusch, wie ist es eigentlich, so einen Chef zu haben wie der Daniel Pitte? Der Hammer. Nein, Spaß. Er ist ein ganz guter. Also ich weiss noch am Anfang, als ich angefangen habe, vor 2,5 Jahren, ist er recht impulsiv und aufbrausend gesehen. Dann haben wir gesagt, komm, sollen wir ein bisschen oben runterkommen. Er hat hier gute Leute in der Küche, die ihm den Rücken frei halten. Und von dem her hat er sich recht gut gemacht jetzt. Also Sie halten ihm hier den Rücken frei zusammen mit dem Team? Genau. Ja, ist ein Rock'n'Roll-Chef, ist das. Aber sehr, sehr gute Person und ein von meinen besten Chefs. Ja. So, und ich darf jetzt hier noch probieren, was in der Küche gezaubert worden ist. Der Michael Kumpusch muss von links servieren, weil rechts hier die Kamera im Weg ist. Herr Kumpusch, was ist jetzt hier drauf? Wir haben das Wellington vom Aargauer Wildschwein, dann mit zweierlei Kräuterseitling, einmal in der Duxelle. Dann haben wir einen selber geräucherten Wildschwein-Rohschinken, der das Ganze ummantelt. Wir haben einen ziselierten und arrosierten Kräuterseitling. Dazu zweierlei vom Preiselbeere, einmal das Gelee und das Gelee. Dann eine süß-sauer eingelegte Maroni und Maroni-Chips. Gut, alles kann ich jetzt hier nicht vor der Kamera probieren, aber trotzdem. Ich wünsche Ihnen einen guten. Ja, bitte, darf ich zum Essen bleiben? Sie dürfen sehr gerne bleiben, wir haben noch Platz frei. Nein, ganz hervorragend. Ganz herzlichen Dank, dass wir Sie besuchen dürfen. Für den Talk und für am Schluss noch das tolle Essen. Danke Ihnen für den Besuch, Herr Pfister. Merci vielmals. Bevor ich jetzt hier fertig esse, noch einen kurzen Hinweis für nächste Woche. Nächste Woche ist bei mir der Nationalrat Cedric Wermuth, Co-Präsident der SP. Im Talk mit dem rede ich natürlich über die bevorstehenden Bundesratswahlen. Hoffentlich wieder mit Ihnen. Danke fürs Zuschauen.
ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.